Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Los mal». Ich hoffe, euch geht es gut. Wie immer hoffe ich das natürlich. Mir geht es... Wie geht es mir eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mir geht es gut im Fall. Die heutige Folge wird präsentiert von der Minerva. Haben Sie sicher auch schon mal gehört. Bei mir bei «Los mal» geht es ja des Öfteren wirklich darum, etwas aus sich selber zu machen und ein bisschen, weiss auch nicht, sich selber zu verbessern. Amigs geht es auch nicht um das. Aber ich glaube, die Essenz ist schon, wir wollen uns hier einander gut tun. Und vielleicht habt ihr euch in letzter Zeit ja gedacht, vielleicht würde ich gleich gerne noch studieren. Vielleicht liegt hier mehr drin bei mir. Vielleicht auch, weil ich von der PH erzählt habe, haben sie gedacht, das wäre ja eigentlich auch noch etwas. Und für das ist eben die Minerva perfekt. Minerva ist nämlich eine Schweizer Privatschule und in der Deutschschweiz haben sie 6 verschiedene Standorte. Also das ist mega viel für die Deutschschweiz. Hallo, überall gibt es einen Standort. Ihr könnt es wirklich überall machen, wo ihr nach der Lehre könnt die Berufsmaturität abschließen. Und mit einer abgeschlossenen eidgenössisch anerkannten Berufslehre braucht ihr nicht mal eine Aufnahmeprüfung. Also ihr könnt einfach straight up dort hingehen und eure Berufsmaturität absolvieren. Und dann könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Mit der BM könnt ihr dann direkt an die Fachhochschule oder ihr könnt Passerelle machen und dann sind eigentlich alle Türen offen. Also ihr könntet dann an die Uni, an die ETH, an die PH, was das Herz begehrt, oder? Und das fände ich wirklich im Fall richtig crazy. Wenn jemand von euch das jetzt macht und nachher noch Passerelle absolviert und dann irgendwie an die ETH geht, dann bitte erzählt es mir in so 10 Jahren. Und es gibt auch ganz verschiedene Modelle. Ihr könnt es berufsbegleitend machen, Vollzeit, aber auch Teilzeit. Wenn ihr es Vollzeit macht, dann geht es 2 Semester. Also ihr habt eure Berufsmaturität in einem Jahr. Und dann könnt ihr einfach studieren. 1 Jahr und ihr könnt studieren. Hallo? Die Lehrgänge starten Mitte August und Ende Januar. Also jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich zu informieren. Ihr habt noch genug Zeit, um euch anzumelden für August und sonst vielleicht nochmal sacken lassen bis im Januar. Aber ich sage, das ist eine gute Sache. Weil man sagt doch auch immer, Weiterbildung ist immer eine gute Investition. Das haben wir alle immer gesagt. Bildung hat man nie genug und es lohnt sich immer. Auch wenn ihr schlussendlich vielleicht trotzdem etwas ganz anderes macht, als ihr jetzt im Kopf habt. Genauso wie bei mir. Ich habe ja auch ein Gimmick gemacht, um einfach alles zu machen und dann dachte ich studiere Psychologie und schaut jetzt, wo ich bin. Ich hätte literally auch einfach eine Lehre machen und Berufsmatur und dann irgendwie so an PH. Aber I didn't. Oder über minervaschulen.ch kannst du dich direkt anmelden oder auch ein Beratungsgespräch vereinbaren, wo sie dir nochmal alle Infos geben und gerne für dich da sind. Den Link findest du natürlich auch in der Beschreibung. Und eben, ich kann euch wirklich von Herzen empfehlen, das zu machen. Wenn ihr so ein bisschen den Drang dazu habt, noch etwas mehr zu machen und euch weiterbilden, einen Studiengang euch irgendwie so im hinteren Hinterkopf anmacht, dann macht es. Wir sind so jung und auch wenn du nicht mehr so jung bist wie ich, du kannst das immer machen. Du kannst immer noch dein Leben umgestalten und lieber machen wir es jetzt, als dass wir dann irgendwie in 50 Jahren so denken, hätte ich doch das nur gemacht. Darum, ich finde das eine mega coole Sache. Informiert euch bitte, bitte, bitte und macht und traut euch. Und danke vielmals an Minerva fürs Sponsoren. Wir sind heute mit der Tilda beim Tierarzt gesehen. Tilda ist mein Hund übrigens, ein Golden Retriever. Sie ist jetzt gerade 2 geworden, falls du neu da bist. Weil meine Mami war überzeugt, dass sie etwas mit den Ohren hat. Es ist ein ganz grosses Ding die letzten paar Wochen, weil Tilda schüttelt so mit dem Kopf und tut so, ja, sie tut sich schon so bei den Ohren so rumkratzen mit den Pfoten. Und ja, meine Mama war dann überzeugt, dass sie irgendwie eine Ohrenentzündung hat oder so und ist die ganze Woche so, Emma, kannst du jetzt bitte mal einen Termin machen? Mach jetzt mal einen Termin. Es ist wirklich etwas, es ist nicht gut, es ist nicht gut. Dann habe ich natürlich das rausgezögert, weil ich dachte, ja, das ist immer irgendetwas. Und dann hat meine Mama den Termin gemacht. Der Klassiker, die Mutter macht den Termin. Dann sind wir hier heute abgeholt. Samstagmorgen, 8:45 Uhr. Natürlich ist nichts. Nichts. Der Tilda fehlt nichts. Sie ist einfach eine kleine Drama Queen und wahrscheinlich macht sie das einfach, wenn ihr sonst etwas nicht passt. Aber ja, ist immer geil, weil bei mir bei der Tierarztpraxis oder wie sagt man das überhaupt? Tierarztpraxis, keine Ahnung. Schon die Gehilfe, also die Praxisassistentin, die eine, kennt mich schon von Anfang an und ist so, wenn ich auf TikTok live gehe, kommt sie so rein und schreibt so, gell, du bist bei uns in der Praxis. Und ich bin so, ja. Jedes Mal, wenn ich dort bin, habe ich so Heulkrämpfe, weil irgendwie, also mein alter Hund, die Coco, die ist halt schon immer dort gewesen und der ist ja schon lange nicht mehr gut gegangen, die hat so Herzprobleme und Lungenprobleme und alles gehabt. Das heisst, immer wenn wir dort waren, ist es halt übel gewesen. Es ist nicht so gewesen, wir tun mal
zu schauen, wie es ihnen geht, sondern es ist immer aus den Notsituationen gewesen. Oder die ist auch mega oft gebissen worden und attackiert worden oder ist mal fast nicht mehr aus der Narkose aufgewacht und so. Also wirklich üble Geschichten immer. Das heisst, die Leute dort sehen mich immer at my worst. Also wirklich at my worst. Niemand sieht mich so. Ich zeige nirgends so Schwäche wie beim Tierarzt. Und alle dort wissen, wer ich bin. Wirklich, es ist so fucking peinlich. Da schreibt sie mir noch ins Live, wirklich, aber ich glaube, sie finden es nicht peinlich. Sonst würden sie mir ja wahrscheinlich nicht so schreiben und meinen, ha, ha, ha. Aber es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Ich schäme mich, dass sie wissen, dass ich die Emma Wemse bin. Und dann ist es auch immer so peinlich, weil ich weiss nicht, wie eure Tiere beim Tierarzt sind, aber meine verhalten sich schon mal 100 Millionen Mal schlimmer als daheim. Also Tilda kommt rein, zieht mich davon, ich mag sie nicht mal mehr haben, weil sie zu allen Leuten hin will und so richtig ultra nervös ist, also wirklich, sie stirbt fast. Und ich kann einfach nichts machen und bin einfach so, ha, ha, ha. Und ich denke mir so, Alter, die meinen auch, ich habe mein Zeug nicht im Griff und bin dumm und wieso hat die überhaupt einen Hund? Auf jeden Fall, dann die Tierärztin so, nein, ist alles gut, bla bla bla. Und das ist meine Lieblingstierärztin dort, das sind ja immer verschiedene. Und ich bin immer froh, wenn sie so Türen aufmachen und ihr Gesicht ist dort, weil ich weiss einfach, die ist gut. Die ist gut und die kommt zur Sache und schnurrt nicht 5 Stunden und sie ist auch eher jünger. Also ich finde sie recht impressive irgendwie, ich finde sie cool. Und dann ist sie aber heute jetzt auch so gesagt, gell, ihr macht Reels. Hat sie so Tilda und mich angesprochen, ihr macht Reels. Ich so, ja. Sie so, ich finde es mega lustig, immer, ist mega cool und so. Jetzt bin ich bei dieser auch geoutet, ich kann mich nirgends blicken lassen, Leute. Ich meine, ich habe euch das safe schon mal erzählt, auch beim Frauenarzt. Ich kann nicht zu meinem Frauenarzt. Eine hat mal meine scheiß Urinprobe entgegengenommen. Meine Urinprobe. Und sagt, haha, geil, du machst Videos. Das ist so peinlich. Also ich würde genau das Gleiche machen. Es ist auch für euch okay, weil für euch ist es nicht peinlich, Mann. Aber denkt mal an mich. Ich blamiere mich jeden Tag aufs Neue. Überall, wo ich hingehe, weiss ich, okay, die wissen einfach alles über mein Leben. Gestern war ich auch im Tibits, dann an der Kasse sagt, ist die eine extra, also sie hat mich nicht, wie sagt man, bedient, nein, sie hat nicht müssen mein Zeug einkassieren. Aber dann hat sie so gewechselt mit der Person, die dran war, weil sie so war, oh mein Gott, warte, ich kenne dich. Dann ist sie an und hat sich so mega gefreut. Also wirklich, und sie hat aber gesagt, sie hört den Podcast. Hoi. Sie hat sich mega gefreut und ich bin irgendwo ganz anders gewesen, und dann hat sie sich mega gefreut, dann habe ich gehofft, dann denke ich mir auch immer, ich freue mich immer, wenn Leute sich so freuen, aber ich bin mega schlecht im Freude zeigen. Also ich habe ja schon immer gesagt, ich habe so ein Resting Bitch Face. Ich kann auch nicht, wenn mir Leute etwas schenken, also meine Friends, wenn ich beschenkt werde an meinem Geburtstag oder so, ich habe das Gefühl, die Leute checken nicht, dass ich mich wirklich freue, weil mein Gesicht macht einfach nicht mit. Dann bin ich die ganze Zeit am Überlegen, oh mein Gott, hoffentlich denkt sie nicht, dass ich eine Bitch bin, hoffentlich denkt sie nicht, dass ich eine Bitch bin, hoffentlich denkt sie nicht, dass ich eine Bitch bin. Und sie so, hey, oh mein Gott, ich höre die Podcast mega gerne und so. Und immer, wenn Leute das in echt sagen, bin ich immer so, oh mein Gott, das ist so crazy, weil das heisst einfach, du weißt alles. Also das ist so, ich checke nicht, die Leute, wo jetzt in dem Moment zuhörst, du weißt ja legit alles über mein Leben. Und wenn ich dich dann draussen antreffe und du mir sagst, nicht so, ja, gell, du bist Emma und ich weiss so nicht, was du genau weißt, sondern ja, vielleicht hast du einfach 1, 2 Videos von mir gesehen, aber wenn du sagst, ich höre jede Woche deinen Podcast, dann sind wir so, Alter, das Machtgefälle ist crazy. So, du weißt alles und ich weiss nichts. Ich weiss nicht mal deinen Namen. Das ist immer so komisch, weil ich freue mich natürlich immer mega, weil das sind auch so, ihr sind so die OGs, habe ich das Gefühl. Weißt du, so, wenn du mich hier gerne hast, dann hast du mich einfach gerne. Weil ich kann ja hier nicht mich verstellen oder sonst etwas. Wenn mich aber meine blöden TikToks nicht gerne hat, ja okay, Pech, du kennst mich nicht. Aber so, es ist einfach so komisch, weil ich dann damit konfrontiert bin, dass ihr alles wisst. Egal, ist auf jeden Fall viel gesehen. Was ist? Ja, ich habe über das angefangen, weil ich wollte erzählen, dass es mir gut geht. Ja, es geht mir gut. Es geht mir gestresst. Es ist auch im Studium ganz angespannt immer irgendwie. Die anderen sind auch alle gestresst. Du kommst an und merkst einfach, keiner hat Bock und jeder hat den Anschiss. Das finde ich anstrengend. Aber ja, es ist halt jetzt wieder die Zeit, gell? Prüfungen kommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe das vergessen. Ich habe nächste Woche eine Prüfung. Ich habe das vergessen. Ich habe kurz die Woche darüber gestresst, habe gedacht, oh ja, ich muss anfangen lernen. Und dann habe ich nie mehr daran gedacht. Scheiße, muss ich jetzt heute noch lernen? Naja, anyways, ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen Auszeit von eurem Alltag vielleicht ermöglichen, wenn ihr hier zuhört. Einfach ein bisschen chillen mit mir, oder? Wir nehmen es gemütlich. Und dann können wir nach der Folge uns wieder stressen wegen allem anderen im Leben. Ich muss auch noch Kleider waschen. Das Leben ist so anstrengend. Genau. Ich wollte über etwas Spezielles reden, irgendwie, wo mich auch nicht
nicht so berechtigt fühle, um darüber zu reden. Das ist ganz ein komisches Gefühl irgendwie, weil sonst wähle ich ja eigentlich Themen aus, wo ich so das Gefühl habe, so, ja, da kann ich gut darüber reden, da sehen mit Leuten. Aber jetzt rede ich über etwas, wo ich das Gefühl habe, die Leute sind so, wieso reden die über das? Aber trotzdem bin ich eigentlich low-key perfekt für das. Weil es geht darum, sportlich werden, also sportlich aktiv, eine Sportmaus, regelmäßig Sport machen als Person, die sich vorher nie mit dem identifizieren können. Du kennst immer so die Leute, die seit sie klein sind, gehen sie jede Woche 4-mal ins Fußball oder keine Ahnung, ihre Eltern sind schon mit ihnen joggen und so. Ich kenne zum Beispiel jemanden, die rennt so Marathons und so und ich habe sie mal gefragt, ja, wie hast du mit dem angefangen? Und sie ist so, ich habe das einfach schon immer gemacht. Ich so, aha, ja, aber was ist jetzt mit diesen Opfern, die nie sportlich waren und jetzt anfangen wollen? Für die hat eben niemand Tipps. Das bin ich übrigens. Ich betitel mich selber gerade als Opfer. Keine Sorge, fühl dich nicht angesprochen. Auch wenn du auch keine Intention hast, zum Anfangen sportlich zu werden, so, das ist egal. Das juckt niemand. Aber so, you do you. Aber es macht für mich so viel Sinn, dass man so in dieser Rolle bleibt, wo man einfach mal hatte. So, wenn du als Kind irgendwie gezwungen worden bist, da ins Völkerball gehen und keine Ahnung, oder irgendwie Kunstturnen ist so ein Klassiker, dann bleibst du einfach irgendwie so. Die Leute fühlen sich auch so wohl im Sport. Ich bin so jemand, ich fühle mich wirklich unwohl, als wenn mir Leute zuschauen, wie ich Sport mache. Weil das für mich einfach eine ungewohnte Situation ist und ich nicht mit dem aufgewachsen bin. So, ja, ich reite schon immer, aber reiten machst du ja nicht irgendwie also doch, wenn du auf Turnier gehst, aber es gibt auch einen Grund, wieso ich das nicht mache. Aber wenn du so gehst, ausreiten, und das ist halt das, was ich als Kind gemacht habe, dann gehst du einfach mit jemandem zusammen und ihr hockt beide auf einem Ross drauf und that's it. So, es ist nichts. Und dann, als ich angefangen habe, Reitstunden zu nehmen und so, das so ein bisschen ernster nehmen, dann ist auch schon die Situation aufgekommen, das ist mega unangenehm, so Reitstunden nehmen. Ich habe ja schon safe auch schon mega oft von dem erzählt, aber einfach so nochmal als Recap. Wenn du Reitstunden nimmst, dann gibt es entweder Gruppen-Reitstunden, dann bist du, keine Ahnung, mit so 4, 5, 6 anderen Leuten, ihr habt alle einen Lehrer, Lehrerin, und ihr bekommt alle die gleichen Anweisungen und reitet nacheinander, zum Beispiel. Oder so im Kreis. Und dann kann die Reitlehrer kann einfach nicht so mega spezifisch auf die eingehen, weil die Person hat ja 100 andere zum drauf schauen und es ist einfach so, ja, du reitest einfach mal, es gibt so ein paar grobe Korrekturen oder dann heisst es mal, ja, Emma, du reitest jetzt vorne und so und das ist dann auch so mega, oh mein Gott, jetzt muss ich vorne reiten. Wenn du dann vorne etwas falsch machst, dann reiten die anderen dir alle falsch hinter drin und dann wirst du erstmal angeschrauen. Und so Reitstunden sind immer ein Anschreien. Du wirst immer angeschrauen. Vielleicht ist das auch ein Grund, wieso sie nicht so. Es ist einfach für mich nie so gewesen, so, cool, wir machen jetzt Sport, yay. Weil ich bin immer die gewesen, die nicht mehr mögen. Ich bin die gewesen, die sich geschämt hat, so im Sportunterricht. Ich habe auch mir einfach keine Mühe gegeben. Ich habe von Anfang an schon gedacht, ja, Bro, ich kann das eh nicht. Ciao. Sie haben mich angeschissen. Ich habe auch den Sinn dahinter nicht gesehen, wieso dass ich jetzt Ringturnen muss. So, ich bin einfach so die gewesen. Und ich bin eigentlich meistens in Friendgroups gewesen, wo alle aber mega sportlich waren und das so gerne gemacht haben auch. Und ich bin dann immer so die, so, Bro, wieso machen die das gerne? Ich habe das auch gar nicht verstanden. Und dann, wenn so der Fokus auf dir ist, wenn jemand dir ja eigentlich helfen will, weil du halt scheiße bist, auch im Sportunterricht, dann ist es so unangenehm, dass ich fühle mega oft, dass einfach passiert, dass man so eine Abwehrhaltung hat und sich so sagt, ich kann es eh nicht, gang weg, ich will es gar nicht können. Und dann hat die andere Person, die Lehrperson oder die Friends, haben eh keine Chance. Weil wenn du nicht willst, dann bonne Chance, oder? Das funktioniert ja eh nicht. Das heisst, auch wenn mir Leute haben helfen, ich war auch so ein hoffnungsloser Fall gewesen. Ich bin auch, meine Mami sagt mir das immer, als ganz kleines Kind, und wir sind zusammen ins Mucki-Turnen, was ist das? Mutter-Kind-Turnen. Da sind wir dort, glaube ich, 1-2 Mal gegangen und ich war ja so schüch gewesen, dass mich nirgends anbekommen ist eigentlich, aber mit meiner Mami ist es ja gegangen. Und dann haben wir einmal einen anderen Golf, so ein Sandsäckchen an den Kopf geworfen und dann habe ich mich geweigert, um jemals wieder dort hinzugehen. Sie hat mich nicht überreden, um dort hinzugehen. Und ich war anscheinend auch ein Golf gesehen, wo irgendwie erst mit so 8, 9 Bälle fangen konnte. Also wirklich motorisch ist bei mir etwas nicht gut. Darum, ja, das ist so meine Ausgangslage. Einfach, dass ihr checkt. Weil ich glaube, Leute meinen, also wenn du mich anschaust, denkst du jetzt nicht so, die ist mega Grobmotorikerin und die kann gar nichts und die ist eine faule Sau.
hoffe ich mal, dass ihr mich nicht anschaut und das denkt. Aber man weiß es ja nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich so ein klassischer Fall bin von halt, wenn man die anschaut, man sieht auch direkt an, dass sie voll unsportlich ist. Ich bin ja nicht mehr unsportlich. Ey, aber zu dem kommen wir noch. Aber ja, ich war auf jeden Fall recht unsportlich gewesen. Habe auch immer den Anschiss gehabt. Und wenn du die halt einmal so siehst, selber, dann ist es einfach peinlich, zum noch probieren, finde ich. Man schämt sich, weil für die anderen ist es einfach so einfach. Ich habe nicht das Gefühl, dass die gut waren im Sportunterricht früher, dass die sich so Mühe gegeben haben. Die sind einfach gut gewesen, weil, Spoiler, die einfach mega viel Sport gemacht haben und sie sind nach der Schule noch Fußball spielen und vor der Schule noch Fußball spielen, in der Pause Fußball spielen. Was hat mein Arsch gemacht? Mein Arsch ist gesessen und hat gelästert in der Pause oder irgendwie, keine Ahnung, mit Leuten gestritten oder Buben gekickt oder so. Das war meine Pauseaktivität gewesen. So kein Wunder habe ich es nicht können. Aber ich in meinem Kopf habe einfach gedacht, ja, ich kann es halt einfach nicht. Und die anderen sind einfach mit dem geboren. So. Und je älter dass ich geworden bin und desto mehr Scheiß, dass ich gefressen habe, habe ich so gemerkt, oi, aber so kannst du schon auch nicht weitermachen, weil so der Stoffwechsel und so, weisst, es bleibt wirklich nicht immer gleich, wie wenn man 12 ist. Und ich habe ja wirklich eine enorme Vorliebe für Süßes und Ungesundes und also mein Lifestyle ist ja wirklich einfach fragwürdig. Das heisst, irgendwo musst du ja ausgleichen, wenn du nicht willst abkratzen mit 30. Und dann habe ich gemerkt, so, jetzt sollte ich vielleicht wirklich mal Sport machen. Und es war auch immer so gewesen, eben gegen aussen habe ich einfach so gesagt, ja, nein, mach nicht mit und ja, nein, auch beim 12-Minuten-Lauf zum Beispiel, im Gym, bin ich immer gelaufen. Aus Prinzip von Anfang an. Ich habe es nicht mal probiert. Es ist nicht so, dass ich nicht mehr mögen und dann gelaufen bin. Ich habe von Anfang an protestiert, gestreikt. Ich mache hier nicht mit, lass mich in Ruhe. Weil ich auch Angst hatte vor dem Versagen irgendwie. Und es ist auch einfach, wenn du sonst im Leben nicht ein mega Loser bist und dir das nicht gewöhnt bist, zum Schlechtsein in etwas, dann ist Sport irgendwie so abschreckend. Weil man weiss ja auch, du kannst nicht von heute auf morgen sportlich werden. Du kannst auch nicht von heute auf morgen einen Purzelbaum. Du kannst nicht von heute auf morgen einen Handstand. Du musst das ja üben. Und auf jeden Fall, wenn ich aber so Leute gesehen habe, die das gut können, oder irgendwie auf Social Media, so die klassischen Fitness-Influencerinnen und so, das gibt es ja auch schon mega, mega lang, so Pamela Reif und so diese Ära. Ich habe das Gefühl, so, seit dem Lockdown ist das bei mir so ein bisschen aufgekommen, dass man so, man kann so Homeworkouts machen und ja, so ein Sixpack haben wäre ja schon noch geil. Sixpack, mein Arsch, aber ihr wisst, was ich meine. Dann war es schon immer so gewesen, dass ich mir gedacht habe, das wäre schon cool und ich wäre schon auch gerne so jemand, aber ich bin einfach nicht so jemand, Punkt, fertig, aus. Und dann habe ich auch immer gedacht, ich habe mich auch gar nicht getraut, zum Beispiel, also als ich noch minderjährig war, irgendwie meine Mami fragen, so, hey, darf ich ins Fitness? Das war für mich so cringe gewesen. Irgendwie so, meine Mutter hat mich angeschaut und gedacht, hey, was willst du jetzt ins Fitness? Also weißt, das ist einfach so nicht in unserer auch so Familiending irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann, habe ich wirklich, also es ist ja kein Geheimnis, es ist auch ein schwieriges Thema, glaube öffentlich darüber reden und ich will auch gar nicht so, also für mich ist das wie nicht schlimm, es ist jetzt auch nicht, für mich ist es wie gar kein Thema, aber trotzdem, man kann ja das mal ansprechen. Ich habe dann einfach irgendwann richtig viel zugenommen, weil ich halt legit mich nicht mehr bewegt habe und einfach nur noch Scheiß gegessen habe und das ist halt einfach nicht gesund. Hat jetzt einfach zugenommen, weil das ist so meine natürliche Form irgendwie und ich bin erwachsen worden und ernähre mich mega gesund und bewege mich, dann ist es ja ein ganz anderes Thema. Dann nimm halt zu. Es geht nicht ums Zunehmen, es geht nicht ums, wie ich aussehe, sondern es geht darum, dass wenn du halt am Tag irgendwie 4 Snickers frisst und das ist nicht das einzige Süße, was du konsumierst an diesem Tag, dann irgendwann ist einfach Ende Gelände. Und das habe ich halt so gemerkt und dann habe ich erst mal so geschaut wegen dem Essen, weil ich habe auch ich weiss nicht, ich habe keine Awareness für was für Nährstoffe in was drin sind. Ich habe mir noch keinen Tag Gedanken darüber gemacht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal über das geredet habe. Ich glaube schon, in der Folge, wo es über das Abnehmen gegangen ist und so. Aber ich habe nicht gewusst, was für verschiedene Nährstoffe du brauchst. Ich habe schon gewusst, ja, Gemüse sollte man essen. Und Fleisch heisst es, wegen dem Eisen. Aber so mehr habe ich mir noch nie überlegt. Ich habe nicht gewusst, zum Beispiel, irgendwann habe ich mich dann so mit so Kalorienzahlen und so auseinandergesetzt. Ist auch schwierig, also wenn du so anfällig bist für Essstörung und so weiter und so fort, würde ich gar nicht auf das schauen. Aber ich bin halt voll, also
einfach gesund in diesen Sachen. Von dem her, ich kann mir halt die Zahlen anschauen und das juckt mich nicht gross. Einfach so, irgendwann habe ich mich angefangen damit auseinanderzusetzen und habe so gecheckt, oh mein Gott. Also weißt du, so, wenn du einmal checkst, was du dir reingeballert hast, dann macht alles Sinn. Ich habe mir so gedacht, wieso nehme ich zu? Wieso gehen meine Hosen mir nicht mehr? Bro, weil du legit ein Päckchen Celebrations am Tag reinfutterst. Oder irgendwie ein Pack Böttiber. Also es ist im Fall wirklich... Es ist wirklich nicht gesund, was ich mir da reingeballert habe. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal angefangen zu schauen, dass ich so schaue, dass ich ausgewogener esse und alles. Und mit dem ist dann irgendwie auch so gekommen, aha, ja, das ist gesund und dies ist gesund und das müsste man ja machen, um ein gesundes Leben zu führen. Und vielleicht so als so Kontext habe ich jemanden in meinem Leben, der gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Wo ich das auch miterlebt habe, okay, von gesund zu nicht gesund und wie der Alltag sich verändert und Scheiße, das ist wirklich überhaupt nicht gut und bla bla bla. Und das ist für mich auch so eine Wake-up-Call gewesen, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ja, also schau, wenn ich sonst schon eigentlich gesund bin, nie ein Problem habe und nie etwas gebrochen habe, gesundheitlich, alles gut, wieso nehme ich dann das Privileg nicht und mache noch mehr daraus, dass ich gesund sein kann und mich gesund bewege und gesund ernähre und so. Ich ernähre mich immer noch nicht mega gesund, ich saufe jeden Tag ein Red Bull, aber so, ich schaue, dass ich dafür andere Sachen zu mir nehme, die nötig sind für meinen Körper. Genau, und aus dem ist es so ein bisschen rausgekommen, dass ich dachte, fuck, Alter, Emma, du hast alles auf dieser Welt. Du hast Zeit, um dich zu bewegen, wieso bewegst du dich nicht einfach? Beweg deinen Arsch. Und es ist halt auch so, mit dem Reiten habe ich selber auch die Einstellung und aber auch so viel mitbekommen, dass ja eigentlich du von deinem Ross mega viel erwartest, wenn du drauf hockst und dass es fit ist und willst, dass es muskulös ist und Kondition hat und du trainierst es die ganze Zeit, aber wenn du selber nichts machst, wieso erwartest du es dann von deinem Ross? Du kannst nicht als unsportlicher Herdöpfelsack oben drauf hocken, keine Körperspannung haben, keine Kraft haben, nach 2 Minuten nicht mehr galoppieren mögen, weil es zu anstrengend ist und dich nicht mehr heben magst, dann musst du ja gar nicht oben drauf hocken. Also aus dem heraus ist es eigentlich zuerst auch ein bisschen gekommen, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, das ist ja eigentlich ein Team-Ding zwischen mir und einem Tier und es ist unfair, wenn ich nur vom Tier etwas erwarte und selber einfach ein fauler Hund bin. So, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das alles angefangen hat. Und dann hat es mich auch einfach wirklich, hat's mich irgendwie gelustet, um zu schauen, ob ich das kann. Gut, dann war es aber mega peinlich für mich, weil eben, wie fährst du das an? Du musst einfach etwas anfangen, was du nicht kannst. Ich finde das wirklich, auch jetzt, wenn ich daran denke, es ist so peinlich einfach. Wenn du zuhörst und denkst, wieso sagst du, es ist peinlich, es ist nicht peinlich. You don't get it. Es gibt wirklich Menschen, die laufen rum und finden alles peinlich. Mich. Ich könnte falsch schnaufen und würde mir denken, oh mein Gott, alle Leute in diesem Zug hassen mich. Wirklich. Und wenn du so bist, ist es halt sehr, sehr, sehr schwierig, aus deiner Komfortzone rauszukommen. Genau. Das heisst, ich habe angefangen, ich habe eben ganz viele Leute in meinem Umfeld, die extrem sportlich sind. Eben. Jeden Tag ins Gym gehen. Dann habe ich so angefangen, mich bei denen so ein bisschen anzutasten. So, hey, was denkst du, könnte das überhaupt? Und was denkst du, würde ich es durchziehen? Und wie oft muss man dann überhaupt gehen? Und was machst du für Übungen? Und wie lange geht es, bis man einen Unterschied sieht? Und so all diese Sachen. Und natürlich hat mir einfach jeder die ganze Zeit gesagt, gang doch, nein, das ist voll easy, gang, ist doch cool, mach doch. Und dann ist es aber, glaube ich, schon ein Zeit gegangen, bis ich mich getraut habe. Und dann habe ich aber einfach ein Gym gesucht und eben, ich habe ja eins zum Glück, wo nur alte Leute drin sind, basically, und vor allem, es ist in Deutschland. Das heisst, weil ich könnte, sorry Leute, aber ich könnte nicht in ein Gym, wo alle wissen, das ist die Wemse. Und dann probiere ich irgendeine neue Übung aus und ihr schaut mir zu und denkt so, Bro, was macht die? Oder, haha, schau, das ist sie. Nachher schaut ihr auf meinen Arsch und denkt, nein, das geht einfach nicht. Sorry, dass ich das so sage. Aber nein, dann würde ich wirklich lieber 2000 Stutz im Jahr zahlen, um irgendwo, also ich zahle nicht 2000 Stutz, aber jetzt rein theoretisch, ich würde 2000 Stutz im Monat zahlen, wenn ich irgendwo trainieren könnte, wo mich keiner kennt. Ich würde vielleicht sogar 5000 Stutz zahlen. So weit ist es. Aber das gilt auch für euch. So, sucht euch ein Gym aus, wenn ihr jetzt ins Gym gehen wollt. Man kann ja auch ganz viel anderes machen. Wo ihr wisst, dort fühle ich mich so wohl, wie es geht. Es ist auch immer noch komisch mit diesen alten Säcken. Logisch, am liebsten wäre ich einfach ganz allein und keine Menschenseele könnte mir zuschauen. Aber
gang vielleicht nicht gerade in das Gym in der Stadt, wo alle Coolen sind, wo du von Insta kennst und wo dir schon 20 Typen davon geschrieben haben und so, wenn du so bist wie ich, wenn es dir scheißegal ist, obviously. Aber ich glaube, wenn es dir scheißegal ist, dann musst du auch gar nicht zuhören, weil es geht ja alles so ein bisschen um das. Genau, dann habe ich habe ich ein Probetraining gemacht. Ich glaube, bevor dem bin ich noch mit einer Kollegin ab und zu mal mitgegangen, dass sie mir so ein bisschen etwas gezeigt hat. Aber nur so, also nicht regelmäßig, sondern einfach so zwischendurch mal so, ha, ha, ha. So, dann hat sie mich mal ein bisschen geknechtigt und mir so ein bisschen Zeug gezeigt und dann bin ich in ein Probetraining gegangen. Und die hat mir dann so einfach alle Geräte gebraucht. Also zuerst habe ich gesagt, was ich ungefähr machen wollte. Natürlich hätte ich am liebsten gesagt, jo, ich will einfach krasse Figur haben und voll sportlich sein, aber habe ich natürlich nicht gesagt, weil ich mir natürlich dachte, oh mein Gott, dann judgen sie mich und meine, ich bin irgendeine Dumme. Habe ich gesagt, ja, einfach gesund sein, Muskulatur aufbauen zum Reiten. Dann haben sie mir so einen Plan gemacht und ich dachte, jo, wow, dann hätte ich auch können sagen, was ich wirklich will, dass wir einen anständigen Plan zusammenstellen. Aber das haben mir dann alle die Geräte gezeigt und das ist wirklich so wichtig, weil wenn du dort sitzt und einfach mal reingehst und einfach machst, dann kommst du dir so dumm vor, weil du weißt, ja, ich mache es jetzt safe falsch, aber wenn du es dir einmal zeigen lassen hast und wirklich gut aufpasst und auch schaust, wie sie es einstellen für dich, weil jedes Gerät kannst du ja auf deine Körpergröße einstellen. Und dann musst du den Sitz so anpassen. Dann merkt er richtig gut, wo du den Sitz anpasst, also wo so ein Knopf oder etwas zum Rausreißen ist. Das musst du merken und dann merkst du, auf welcher Einstellung es für dich ist oder wie es sich angefühlt hat, wie du richtig sitzt. Weil das ist auch so ein Pain, wenn du ein neues Gerät aussuchst und du bist so, hey, ich weiss gar nicht, wo ich sitzen muss oder wo du das überhaupt einstellen. Und dann laufst so 3-mal um das Gerät rundum und irgendwann kommt irgendjemand und sagt, hey, brauchst du Hilfe? Und dann, nein, schon gut. 10 Minuten später weisst du immer noch nicht, was machen. Darum, wenn es einmal jemand gezeigt hat, dann, es ist eigentlich nur so ein mentales Ding. Vielleicht machst du es dann auch noch falsch, höchstwahrscheinlich schon, weil du kannst es halt nicht von Anfang an perfekt ausführen. Aber dann hast du wenigstens so das Gefühl, ich mache es so, wie es mir jemand gesagt hat. Das ist auch für das eigene Gefühl mega wichtig, dass du auch dich traust, um es auszuführen, weil bei mir ist zum Beispiel auch mega am Anfang so gewesen, wenn ich jetzt aber die Übung falsch mache, dann verletze ich mich irgendwie oder dann bringt es gar nichts und so. Und eben dann einfach so viel wie möglich eigentlich herausfinden, wie fühlt es sich richtig an, wie soll es aussehen und so, dass du dir sicher sein kannst, dass du es einigermaßen okay machst. Das ist für mich mega wichtig gewesen. Genau. Aber erstmal so, es geht so, Bro, was sind die eigentlich da aussen? Irgendjemand ist die ganze Zeit mit irgendeiner Maschine etwas am machen. Und ich weiss auch ganz genau, wer es ist. Ja, egal. Wir müssen es ignorieren. Es geht so eben um das so, du hast das Gefühl, alle außer du können es, aber das stimmt einfach nicht, weil die anderen haben genauso angefangen wie du, vielleicht sind sie schon ein bisschen besser gewesen, vielleicht sind sie auch viel schlechter gewesen, vielleicht sind ihre Voraussetzungen auch viel schlimmer, zum Beispiel haben sie irgendwie Knieprobleme oder sonst irgendetwas oder so und du bist kerngesund oder umgekehrt, vielleicht hast du Knieprobleme und kannst gar nicht so trainieren, wie du es gerne würdest oder kannst vielleicht nur spazieren oder weißt, aber es geht ja darum, einfach Bewegung in den Alltag zu bekommen, es geht auch gar nicht darum, dass jeder ins Gym muss oder so, aber wenn du auch so das Gefühl hast, nein, ich bin jetzt nicht jemand, der einfach spazieren kann. Spazieren allein ohne Hund ist ja mega peinlich. Nein, ist es nicht. Es ist legit nur ein Mindset-Ding und man ist so halt in seinem eigenen Bild von sich selber gefangen und eben man trappt sich selber auch so in dem. Ich hätte jetzt auch weitermachen so und denken, nein, ich kann das einfach nicht, nein, ich kann das einfach nicht. Aber dann hatte ich mich einfach die ganze Zeit unwohl gefühlt, weil es ist schon, also ich muss schon sagen, jetzt nicht wegen dem Abnehmen oder irgendwie, wie es einem physisch verändert, so vom Aussehen her, aber es bringt einem mega viel vom Körpergefühl irgendwie. Also ich habe das Gefühl, ich sehe gar nicht so anders aus wahrscheinlich, aber ich fühle mich ganz anders, weil ich so ein Bewusstsein dafür habe, dass ich ja eigentlich mehr Mühe gebe für mich selber und für mich selber probiere da zu sein und probiere meiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. So. Und wenn du so rumläufst und weißt, hey, nein, schau, ich bin mir selber wichtig so in diesem Aspekt und ich probiere mich zu achten und so, dann machst du auch andere Sachen automatisch
so mit dem Hintergedanken, so, hey, ich probiere eigentlich, dass es mir gut geht und ich will gerne, dass es mir gut geht. Heisst, vielleicht bin ich nicht mit mega dummen Leuten befreundet, die nur Scheiße zu mir sind. Oder, hey, vielleicht bleibe ich jetzt nicht jede Nacht bis um 3 Uhr am Morgen wach, weil ich weiss eigentlich, ich brauche die Energie und es ist nicht fair, mir gegenüber dann zu erwarten, dass ich am nächsten Tag mega fit bin. So Sachen, die einfach alles so für dein eigenes Wohl sind, habe ich das Gefühl, kommen automatisch auch jetzt mit, weil du wirst wirklich auch merken, wenn du jeden Tag etwas machst, dann wirst du viel mehr Energie brauchen und du wirst auch die Nährstoffe zum Beispiel brauchen von gesundem Essen. Du kannst nicht einfach nur Pommes fressen. Dann. Ich bin Kandidatin, ich könnte wirklich jeden Tag 2-mal am Tag Pommes essen und ich wäre zufrieden im Leben. Oder 2-mal Nudeln. Das mache ich zwar immer noch recht viel, aber das ist ja scheißegal. Du merkst einfach, so komme ich nicht mehr durch. Du merkst auch, ich muss 8 Stunden schlafen oder so viel Schlaf, wie du halt brauchst, weil sonst bin ich tot. Und wenn du das mal merkst, das ist so ein Unterschied irgendwie. Und es klingt jetzt vielleicht für Leute, die schon das ganze Leben so leben und das so eingerichtet bekommen haben und so erzogen worden sind und hey, man schläft und hey, man isst dies und das und jenes. Aber für Leute, die nicht so aufgewachsen sind und irgendwie das nicht so in sich haben, ist das im Fall nicht normal. Es ist auch für mich das ganze Gimmi durch, ohne Scheiß, ganze Gimmi, musste ich am 5 Uhr am Morgen aufstehen. Ich bin immer am 5 Uhr am Morgen aufgestanden, aber bin irgendwie bis um 1, 2 in der Nacht wach gewesen. Das heisst, ich habe irgendwie 4 Stunden geschlafen, wenn es gut gekommen ist, meistens. Und habe aber funktionieren mit dem Ganzen, was so das Leben mit sich bringt. Reiten, Gimmi, Autoprüfung, Brevet, IB, also zweisprachige Matur. Ich habe alles gleichzeitig gemacht und habe mich gefragt, wieso dass ich so am Arsch bin, aber bin dann gleich am Scrollen bis um 2 Uhr morgens. Das ist etwas, das ist einem irgendwie nicht bewusst, wenn man das nicht direkt hört oder jemand einem sagt, hey, look, so und dies und das. Genau gleich, wie ich nicht gewusst habe, dass ein Snickers so und so viele Kalorien hat und ein Rüebli so und so viele Kalorien und was und dies und das und jenes für Nährstoffe drin hat. Für mich ist einfach alles Gleiche. So, ja, das ist halt Essen und das ist halt Süßes. Aber es ist halt Süßes, ist ja nicht so schlimm. So. Aber ja, da könnte man ja stundenlang drüber reden. Aber auch so das Bewusstsein dafür. Und irgendwie, wenn du dann so ein bisschen in die Bubble reinkommst und auch so Tutorials anschaust, zum Beispiel, also, dann kriegst du immer mehr von dem reingespült und dann wirst du auch immer mehr so ein bisschen informiert über, wie könnte man dann machen, was könnte man machen oder irgendwelche Rezepte oder irgendwelche coolen neuen Übungen oder keine Ahnung, irgendwelche Facts darüber, wie gut es für dein Herz ist, wenn du eine halbe Stunde am Tag spazierst oder so. Es geht ja wirklich nicht darum, du musst nicht joggen, du musst nicht einen Marathon laufen, du musst nicht Bodybuilder werden, aber es gibt wirklich, ich kann euch jetzt keine Quellen nennen, aber es gibt mega viele Podcasts dazu und auch Bücher und keine Ahnung. Kannst du ja einfach mal googlen. Dass es wirklich, eigentlich brauchst du eine minimale Bewegung am Tag, wo der krasseste Unterschied für deine Gesundheit macht. Also wenn du so jemand bist, der sich gar nicht bewegt, dann musst du mega wenig mehr machen, dass du aber einen huere krassen Unterschied hast. Weißt du, was ich meine? Und dann irgendwann macht es halt nicht mehr so einen krassen Unterschied, weil irgendwann ist es halt einfach schon gut und ja. Aber so der Unterschied von nichts machen und etwas machen ist anscheinend mega riesig. Aber ja, recherchiert es selber nochmal. Ich habe jetzt nicht nachgelesen. Was wollte ich jetzt noch sagen? So der Vorteil von dem, vielleicht, es ist mega schwierig, weil man glaubt das auch einfach nicht, wenn man sich nicht mit dem identifizieren kann und denkt sich dann so, ja, für die anderen ist das so, aber mir würde das nichts bringen. Und das verstand ich. Aber ihr könnt ja jetzt mir vertrauen, weil ich bin auch so jemand. Aber es ist wirklich krass, wenn du körperlich müde ins Bett gehst zu oben. Es ist ganz anders. Das Leben lebt sich anders, wenn du nicht nur mental müde bist. Also erstens, wenn ich Sport mache, im Gym, dann kann ich nicht so wirklich abschalten im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ich kann dann immer noch über alles nachdenken und was muss ich noch machen und so. Aber wenn ich so Ausdauersachen mache, eben Joggen und so, dann kann ich abschalten. Dann denke ich an nichts, ausser daran, wie schlimm das ist, dass ich gerade am Joggen bin und dass ich keine Sekunde länger mehr joggen mag, aber trotzdem noch weiter joggen muss. Das ist dann so mein Hauptgedanke. Und das ist mega wichtig für Leute wie mich, dass man einfach mal den Grind abschalten kann und das geht sonst nicht. Ich kann nie abschalten. Die Leute sagen mir auch, ja, geh doch spazieren mal ohne Hund. Was bringt mir das? Ich kann spazieren und mir Gedanken machen, ich kann liegen und mir Gedanken machen, ich kann abwaschen und mir Gedanken machen, ich kann eine Arbeit schreiben und mir Gedanken machen, ich kann einen Podcast aufnehmen, über etwas reden und im Hinterkopf mir Sorgen machen über irgendetwas anderes. Das heisst, es ist mega, mega schwierig für mich zum Abschalten. Und ich habe es auch nie geschafft vor dem. Aber jetzt mit so
Bewegung und so. Und wenn du dann auch müde bist, weil von Krafttraining wirst du auch müde, also nehmen wir mal an, ich jogge und mache einfach Krafttraining ein paar Mal in der Woche, darum erzähle ich jetzt auch von dem. Dann bin ich actually so müde, dass ich am 8:30 zu oben auf dem Sofa einpenne. Und nicht einmal könnte, wenn ich wollte, ich könnte nicht bis um 2 Uhr morgens an meinem Handy weiter scrollen, bis ich einschlafe und dann am Morgen um 5 Uhr aufstehen. Es würde physically nicht gehen, weil ich so müde bin. Und weißt du, was passiert auch, wenn du so müde bist? Und zwar nicht einfach, weil der Tag anstrengend war und du noch so viel zu tun hast. Das ist ein anderes Müde. Du machst dir keine Gedanken mehr, weil du bist so müde. Du kannst dir keine Gedanken machen über Gott und die Welt. Es ist crazy. Es ist toll. Es fühlt sich super an. Das ist mein grösster Vorteil. Schiss mal auf, du hast abgenommen, du siehst viel besser aus. Ist mir doch scheißegal. Also nein, ist schon gut, danke, machen wir ein Kompliment. Aber ich war vorher genauso hübsch und vorher genauso cool und vorher genauso lustig. Es geht überhaupt nicht um das. Aber es hat mir sehr viel Ruhe gebracht. Und es ist auch einfach etwas, wenn man sich eher als fauler Mensch sieht, wie ihr ja wisst, dass ich mich auch eher so sehe, dass du mal siehst, dass du etwas über längere Zeit durchziehen kannst. Und es geht nicht darum, dass du jeden Tag gegangen bist, sondern ja, auch wenn ich mal nicht gehen konnte, habe ich nicht abgehängt, sondern dann bin ich halt übernächste Woche wieder 3 Mal dort gewesen. Oder ich kann auch mal eine Pause machen und in der Ferien sein, aber ich weiss jetzt, dass ich auch nachher noch mal weitermachen werde und nicht dann einfach aufhöre. Das ist auch so, es klingt so selbstverständlich, so ja, logisch ziehst du durch, aber es ist eben nicht logisch. Und wenn man mal so angefangen hat, probieren, etwas durchzuziehen, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich meine, eben so im Lockdown habe ich auch daheim so komische Homeworkouts gemacht. Dann habe ich einmal eins gemacht und dann gedacht, Alter, das mache ich nie mehr, schiess mich an. Dann nie mehr gemacht. Und so ist es immer wieder gegangen. Ich habe immer wieder so Eras gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt ziehe ich voll durch. Und dann habe ich mir irgendetwas Komisches in den Kopf gesetzt und einmal gemacht und nachher nie mehr. Und wenn du dann aber irgendwann mal merkst, so, wow, ich habe das jetzt wirklich durchgezogen, so, dann gibt einem das mega viel, dass man sich auch ein Stück weit irgendwie vertraut, dass auf einem selber Verlass ist. So, ja, wenn ich wirklich will, dann kann ich schon. Und ich kann auch Zeug durchziehen, wo unangenehm ist. Sport ist ja eigentlich immer, also die Leute, die Marathon laufen, die finden das im Fall anscheinend laut meinen Quellen auch nicht geil die ganze Zeit. Es ist nicht, dass sie rennen und la, aber die können einfach so, sind so stark mental, obviously haben sie auch mega viel trainiert, aber dass du an den Punkt kommst, dass du einfach durchziehst, auch wenn es gerade unangenehm ist, und danach fühlen sie sich dafür mega toll und du hast es geschafft und crazy, blablabla. Marathon finde ich aber eben crazy. Also wirklich, what the fuck. Wie machen die das? Aber so allgemein. Auch wenn du 5 Kilometer joggen bist, dann ist es währenddessen hure anstrengend und danach bist du so, wow, ich habe gerade 5 Kilometer joggen. Wow, mega cool, mega stolz. Und eben so das Wissen, ich kann unangenehme Situationen durchstehen und kann das immer wieder und immer besser. Das ist eigentlich mega wichtig, dass man das selber weiss. Logisch ist das Ziel im Leben nicht, dass du immer nur unangenehme Situationen hast, zum durchkommen müssen. Es wäre ja auch toll, wenn alles immer chillig wäre. Aber wenn mal etwas kommt, dann weißt du, okay, irgendwie schaffe ich das schon. Ich kann durchziehen, ich komme da durch, ich habe Vertrauen in mich selber, ich kann durchbeissen, auch wenn es mal anstrengender ist. Und das gibt mir auch mega viel, muss ich ehrlich sagen. Dann haben wir als nächstes, du stehst stolz. Ja, du bist halt stolz auf dich selber, ganz ehrlich. Du bist halt stolz, wenn du es durchgezogen hast. Du fühlst dich gut, wenn du irgendwie etwas Neues kannst oder wenn du mehr Gewicht nehmen kannst oder weiter rennen magst oder weiss auch nicht, dich gesünder fühlst. All diese Sachen, das ist man halt einfach froh darüber und das ist doch auch mal gut. Vor allem ist es ein Gefühl, also es kann natürlich auch immer krankhaft werden, muss ich euch auch sagen. Ich kenne genug Leute, wo ich mir auch denke, du würdest aber gescheiter mal einen Tag weniger ins Gym. Chill mal ein bisschen. Du bist nicht ein scheiß Mensch, wenn du einen Tag keinen Sport gemacht hast. Aber eben alles so. Ihr checkt, alles in einem gesunden Ausmaß. Aber es ist auch ein Gefühl, ein gutes, positives Gefühl, ein Dopamin-Hit, wo du dir kannst abdingsen. Wie sagt man das? Abholen? Nein, aber wo du dir einfach verleihen kannst, selber. Von dir. Und wo du nicht abhängig bist vom Typ, der dir schreibt oder deiner besten Kollegin, die antwortet oder einer guten Note oder Feedback von deinem Chef. Weißt du, was ich meine? Sondern es ist einfach, das bist einfach du. Du kannst
dich selber stolz machen. Du kannst das alles selber verantworten. Und das ist crazy, weil ich weiß nicht, wo es das sonst gibt. Klar, du bist auch stolz auf dich selber, wenn du eine gute Note schreibst, aber irgendwie bist du dann gleich abhängig davon, dass jemand dir die gute Note gibt. Und im Sport gibst halt du dir selber alles. Es ist so ein Kreislauf, wo immer noch du drin bist und kein externes Medium irgendwie involviert ist. Weißt du, was ich meine? Genau, auch, dass man so, weißt du, was ist im Fall ein grosses Plus bei mir? Ich kann einfach auf den Zug rennen und bin dann nicht im Zug so am Sterben. Das finde ich, das ist das Coolste am Ganzen. Scheiss auf alles andere, ich kann auf den Zug rennen. Früher im Fall, wenn ich aus dem Tram gestiegen bin und dann noch auf den Zug, also so, stell dir Bahnhof SBB Basel vor, kommst du aus dem Tramli, weisst nicht, ob es dir lenkt. Ich habe legit, früher habe ich so gedacht, es lenkt mir nicht, ich kann doch nicht so schnell rennen. Jetzt bin ich so, es lenkt easy, 1 Minute, Gleis 12. Das ist echt, I love it, das ist gut. Ich tue jetzt auch so, als wäre so mega sportlich. Leute, ich bin immer noch nicht mega sportlich, aber ich bin jetzt einfach, ich ziehe jetzt einfach durch und probiere es. Und habe Ziel, das habe ich mir aufgeschrieben. Es ist mega cool, um ein Ziel zu haben, um darauf hinzuarbeiten. Und wenn du dann eins erreicht hast, ist es natürlich auch mega cool, aber dann so immer weiter das nächste kleine Ziel haben und du lernst irgendwie auch alles realistisch einzuschätzen, weil am Anfang eben kennen wir alle, man denkt so, in 2 Wochen habe ich ein Sixpack und so mit Zähnen am Boden so am Sit-Ups machen, so wow, nächste Woche habe ich ein Sixpack. So ein bisschen das. Und irgendwann lernst du dich selber halt auch kennen und wie du so funktionierst und was so realistisch ist und kannst realistische Ziele setzen. Und ich glaube, das ist wertvoll für das ganze Leben allgemein. Logisch kannst du das nicht mit allem vergleichen, aber ich glaube, das ist einfach eine gute Qualität allgemein zu haben und dass man auch langfristig an etwas arbeiten kann und weiss, es wird nicht von heute auf morgen so werden. Dass man so ein bisschen die Geduld auch erlernt und aber trotzdem auch so den Prozess toll findet. Also es geht ja nicht darum, oh mein Gott, wann kann ich 10 Kilo mehr Leg pressen, wow, so. Sondern du hast ja die positiven Effekte hast du auch auf dem Weg dorthin. Nicht erst, wenn du das Ziel erreicht hast mit all den Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, die eigentlich toll sind, unterwegs. Und ein anderer Pluspunkt, das ist jetzt bei mir eigentlich scheißegal, aber so allgemein habe ich mir gedacht, du hast dann auch einfach ein Hobby automatisch. Ist nicht crazy, weil ihr schreibt mega viel von euch, schreiben mir, hey, irgendwie habe ich kein Hobby, ich weiß irgendwie nicht, ich bin auch so zu alt, um ein neues Hobby anzufangen. Euch ist bewusst, dass Sport ein Hobby ist, oder? Also ich würde jetzt nie im Leben sagen, Gym ist mein Hobby, weil Reiten ist halt einfach mein Hobby, obwohl ich mehr ins Gym gehe, als ich reite im Moment im Fall. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber so, du hast dann einfach ein Hobby, das du immer machen kannst. Du kannst immer ins Gym, du kannst immer joggen, du kannst immer, wenn dir langweilig ist oder das Gefühl hast, irgendwie habe ich heute nichts zu tun, keine Sau will mit mir abmachen. Stimmt, ich habe ja noch mein Hobby. Und es geht auch, also du kannst eine halbe Stunde ins Gym und wieder fertig sein, aber du kannst auch 2 Stunden im Gym sein, wenn du es willst rauszögern und du denkst, oh mein Gott, ich muss irgendwie Zeit verplempern, sonst gehe ich crazy und gehe Crash-out daheim. Zack, ins Gym. Ciao. Adios. Das ist auch gut, wenn es so öffentlich ist, weil dann bist du so immer mit anderen Leuten und du kannst auch nicht Crash-out gehen dort, so, du musst irgendwie so ein bisschen dich anpassen und so wie ein normaler Mensch durchkommen. Und das hilft amigs, wenn man crazy ist und Probleme im Leben hat, so einfach so cosplayen, dass alles gut ist und irgendwie ist dann auch alles plötzlich wieder gut. Weil dann gehst du raus und hast etwas gemacht und bist müde und magst dich gar nicht mehr damit befassen. Ist irgendwie, ja, ist toll. Was habe ich da noch aufgeschrieben? Es unterscheidet uns legit nichts von den Menschen, die ich jetzt gerade vorher beschrieben habe, wo man irgendwie das Gefühl hat, ich könnte das einfach und wow und blablabla. Es unterscheidet uns nichts, außer dass sie schon länger Übung haben und mehr Übung haben. Aber sonst unterscheidet uns nichts. Wir können jetzt anfangen und nicht gerade morgen so sein wie die Leute, aber irgendwann bist du auch so. Und irgendwann schaut dich jemand an und denkt sich, so kann ich auch nie sein, ja, der kann das einfach. So. Und es ist auch nichts zum... Eben, du kannst die Leute anschauen und denken, das ist mega cool, so will ich auch sein. Aber
es ist nichts zum so in den Himmel loben und so wow, oh, wow, das ist aber voll unerreichbar, weil es ist das Erreichbarste ever, außer du hast irgendeine Einschränkung, dass du wirklich nicht kannst, dann ist halt wirklich scheiße, aber dann kannst du auch nichts dafür, so, dann bist du nicht faul oder so, sondern dann kannst du einfach nichts dafür. Aber sonst, wenn du körperlich die Möglichkeit hast, dann unterscheidet dich nichts, außer dass du einfach anfangen musst und aufhören musst dir einreden, dass du eben nicht so jemand bist. Und auch außerdem, so, um nochmal auf das körperliche Aussehen und so zurückzukommen, wenn du mal ins Gym gehst, dann kommst du auch weg von dieser Social-Media-Welt, wo irgendwie alle einfach so aussehen. Du weißt genau, was ich meine. Wo alle einfach, wow, wenn man sportlich ist, dann sieht man so aus. Du siehst im Gym wirklich uralte Menschen. Uralte. Du denkst dir, wow, wie kann die Frau überhaupt noch laufen? Sie sieht aus wie 120. Und dann laufen die aber auf diesem Laufband mit Steigung irgendwie 15%, zack, 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 6 km/h laufen sie den Berg darauf und du denkst dir, wow, what the fuck. So, es gibt alles. Es gibt auch Leute, denen würdest du auf Social Media in den Kommentaren sagen, oh mein Gott, du bist so fett, Mann, du bist so fett. Und die mögen, keine Ahnung, also die können 200 Kilo squatten. Weißt du, was ich meine? So, das ist, man kommt so weg von dem, was man meint, wie Leute aussehen, die das und das können. Dann gibt es so Spaghetti-Leute, wo du denkst, wow, oh mein Gott, Traumkörper, 2000s, und die mögen wahrscheinlich nicht mal 20 Minuten laufen, weil sie keine Energie haben. So, es gibt alles. Es gibt die Leute, die du meinst, die sehen aus, als müssen sie brutal sportlich sein. Die sind so hure unsportlich. Dann gibt es die Leute, die du meinst, nee, die frisst sich den ganzen Tag Chips. Mag 100 Millionen Mal mehr als du. Und ich sage halt die Sachen jetzt nicht so, das Stereotypische sage ich nicht, um die Leute zu judgen. Ich laufe nicht im Gym und denke mir, oh mein Gott, du fette Sau. Und dann denke ich mir, wow, magst du gleich noch etwas lüpfen? Sondern du achtest dich gar nicht mehr. Die Leute sind einfach dort. Es ist scheißegal. Die Leute achten sich auch nicht auf mich, glaube ich. Weiss ich nicht ganz. Ich fühle mich schon immer beobachtet, aber das ist ein Me-Problem. Aber ich glaube nicht, dass die sich denken, oh mein Gott, schau mal das Tussi an, sie macht die Übung falsch. Es ist wirklich nicht so. Auch die ganze Gym-Kultur irgendwie ist so, alle sind mega nett zueinander und wollen so einander helfen und so. Das ist auch mega intimidating, finde ich, am Anfang. Also bei mir im Gym passiert das nicht, aber so in denen mehr Mainstream, so im Pure Gym zum Beispiel, wenn ich mit meiner Kollegin gegangen bin, dann ist es schon oft so gewesen, dass irgendein komischer Typ ankommt und sagt, hey, kann ich euch schnell einen Tipp geben, kann ich euch schnell helfen? Und ich bin immer so, Alter, gang weg, du regst mich auf. Und meine Kollegin ist dann halt so, das ist voll normal und danke und haha, so. Die probieren einander alle helfen und so. Ich mache das nicht. Ich würde auch nie zu jemandem angehen und sagen, du machst das falsch. Keine Ahnung, aber das bin einfach ich. Aber ich glaube, so in dieser Szene ist das halt einfach so normal, weil du willst ja natürlich auch schützen vor Verletzungen und so. Es ist ja schon so, wenn du dort etwas falsch machst, ist es schon nicht so gut. Aber die Leute sind mega nett und es ist auch eben so ein Space, wo einfach die Leute sind und du siehst echte Leute und du siehst, aha, es sieht eh nicht jeder aus wie auf Insta und auch die mega krass durchtrainiert sind, wo so mäßig das verkörpern, was man auf Insta sieht, auch die sehen echt nicht so aus, weil es ist halt einfach nicht realistisch. Niemand sieht so aus. Niemand hat keine Zellulite, niemand hat keine Delle irgendwo, niemand hat keine blauen Flecken, niemand hat keine Rasierpickel, niemand hat... Also weißt du, was ich meine? Jeder hat irgendetwas und dass man mal in die echte Welt rauskommt und die Leute sieht, tut einem auch gut. Ich sage jetzt nicht, geh ins Gym und bespann die Menschen und glotze sie an, aber du kommst so unter die Leute und checkst so, aha, es ist alles nicht so deep und wir sind alle einfach ganz normale Menschen. So. Weißt du, was ich meine? Was ich noch sagen, so am Anfang ist es wirklich auch mega hilfreich. Schau einfach mal so Tutorials, schau mal so TikToks oder so irgendwie My Gym Day oder so Vlogs, wie sie so einfach die mitnehmen. So, dann kommst du so voll in den Mood im Fall. Dann bist du so, oh mein Gott, ich will jetzt auch. Man muss sich selber auch ein bisschen brainwashen. Und eben sonst gehst du mit Friends und schreibst dir halt einfach einen Plan auf, wie viel Mal du ungefähr gehen willst und was du an deinen Tagen machst. Weil das ist am Anfang auch noch schwierig, so, was macht man überhaupt? So mache ich jetzt einfach Oberkörper einen Tag, dann einen anderen Tag Unterkörper oder irgendwie mache ich 2-mal in der Woche Full Body und so, das kannst du alles recherchieren. Außerdem gibt es jetzt ChatGPT, also du hast gar keine Ausreden mehr, du kannst wirklich legit irgendwo eintöckeln, was deine Bedürfnisse sind, was du gerne würdest wollen für dich selber und das dann eigentlich einfach machen. Ja, und irgendwann ist es dann halt einfach dein Alltag und irgendwann ist es komisch, wenn du das nicht hast, wenn du dich nicht bewegt hast, denkst du so, oh mein Gott, ich würde jetzt eigentlich gerne noch etwas machen.
Und dann ist es nicht so, ich müsste noch und ich habe einen Scheiß, jetzt bin ich nicht gesehen, sondern es ist wirklich einfach ein Bedürfnis, weil es sich gut anfühlt. Ich gehe heute noch joggen, aber das schießt mir im Fall hingegen extrem an, weil es so kalt draussen ist. Aber ich jogge nicht gerne auf dem Laufband, das heisst, ich muss raus, aber ich habe noch nicht so meine Ausrüstung gefunden, um draussen zu rennen. Ich weiss nicht, schießt mich an. Ich hätte einfach gerne so lauwarm. Nein, nicht mal lauwarm, einfach so nicht kalt. Kurz vor nicht kalt. Ja, das sind meine Gedanken zu diesem Thema. Und eben, es ist so wichtig, dass man sich nicht einfach in eine Schublade steckt selber, weil die anderen Leute machen das schon für uns. Also weißt, jeder andere meint uns irgendwie schubladisieren und nein, du kannst das nicht und dies und das und jenes. Dann ist es schade, wenn wir das auch uns selber antun, anstatt einfach mal ausprobieren und schauen, was passiert. Und eben, vielleicht merkst du auch, Bro, das ist gar nicht für mich und dann findest du irgendetwas anderes. Aber ich glaube, es ist nichts falsch daran, jedem Mensch allgemein probieren vermitteln, so, hey, es ist im Fall gut, wenn du dich täglich einfach bewegst. Eben, nicht, du musst nicht täglich fucking Bodybuilder sein, aber einfach mal raus und auch an die frische Luft. Oder wenn du mal Pause hast in der Schule. Ich bin so jemand, ich bleibe immer drinnen sitzen. Auch wenn wir eine halbe Stunde Zeit haben, ich gehe doch nicht extra runter und raus, aber eigentlich tut so Zeug eben schon gut. Und zum Glück habe ich so Friends, wo eben die Menschen sind, die dann so sind, hey, gehen wir doch schnell raus. Und dann bin ich so, okay. Und dann, wenn wir draußen sind, bin ich so, ist eigentlich schon noch schön. Darum sind auch die Friends und sind dankbar für die Leute, die euch immer wieder aufscheuchen und so sind, wenn wir mal, gehen wir noch laufen. Ja, gehen wir. Hast recht. Dann halt. Ja. Aber im Herzen bin ich natürlich immer noch eine Foolie, muss ich ganz ehrlich sagen. I love being fool. I love rotting. Aber das andere ist schon auch toll. Ja, thanks for coming to my TED Talk. Ich hoffe, es hat euch motiviert oder irgendwie, keine Ahnung. Sonst kann ich euch auch nicht mehr weiterhelfen. Es braucht auch ein bisschen Zeit. Ich muss jetzt auch so den Seed planten und dann vielleicht in 2 Jahren bist du so, ja, jetzt wäre es vielleicht Zeit. Ja, aber mach es nicht wegen dem Äußerlichen. Es bringt eh nichts. Du wirst eh nicht so aussehen, wie du willst im Fall. Also du kannst im Fall nicht einfach sagen, ich mache jetzt Ab-Workout und nachher habe ich ein Sixpack. Oder irgendwie, ich mache jetzt Hip Thrust und nachher habe ich genau den Arsch von dieser einen Influencerin. Das geht gar nicht. Du hast einfach immer noch deinen Körper. Du bist einfach du. Du kannst nicht dich ummodellieren zu einem anderen Menschen. Ja, ciao zusammen. Bis nächste Woche. Ey.